Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Diesmal am 29. Bundesligaspieltag 2:2 gegen den BVB. Ja, bevor wir da mal reingehen, wie mir der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Ja, ich denke, mit dem Ergebnis können beide Mannschaften leben. Ich denke, nach dem Leverkusen-Punktverlust können wir auch sehr gut mit dem Unentschieden leben. Wenn man sich das Spiel anschaut, kannst du natürlich nicht mit dem Punkt leben. Punkt. Ja. Zweite Halbzeit war von beiden Seiten vogelwild. Immerhin hat man gesehen, dass beide Seiten noch alles versucht haben, um auf den Sieg zu spielen. Erste Halbzeit hat nur eine Mannschaft gespielt und das waren wir. Und das war über weite Strecken aber auch nicht gut, aber auch nicht richtig schlecht. Ja, wie ich immer so schön sage, so mittel. Ja? So mittel. Erste Halbzeit hatte man aber auch das Gefühl, so, das war mehr auf Freundschaftsspielbasis, oder? So Zweikämpfe lassen wir mal besser sein, gefühlt. Zweite Halbzeit war dann das genaue Gegenteil, weil das Tor hat einfach dem Spiel unwahrscheinlich gut getan, ne, weil dann endlich mal ein bisschen Feuer drin war. Es wurden auch Zweikämpfe geführt. Es war, wie gesagt, dann vogelwild. Also, was Dortmund da teilweise in der Defensive gezeigt hat, ich meine, wie ein Gnabry da durchgegangen ist, das war dann nicht Bundesliga-Niveau. Ja. Wenn du dann bei uns Min-Jae Kim anguckst beim Gegentor, das war auch kein Bundesliga-Niveau. Ja. Also, das war teilweise vogelwild. Ich möchte jetzt nicht von dem Spiel auf Inter schließen. Nur ein Satz dazu, sollte das ansatzweise eine Blaupause sein für Inter, dann brauchen wir da nicht hinfahren, Alter. Dann brauchen wir da nicht hinfahren. Der beste Spieler erster Halbzeit war Thomas Müller. Der beste Spieler insgesamt war Thomas Müller. Ja, Spieler des Spiels ist Serge Gnabry aufgrund der Butze und der Vorbereitung beziehungsweise der Hereingabe. Müller hat ja dann nochmal abgelegt für Guerrero. Aber das war's. Ulisse noch stark, der Rest Ebbig, wie immer, souverän, urbig und der Rest war Katastrophe in großen Teilen. Also, I don't know, aber da gehen wir jetzt gleich mal in der Spielerbenotung genauer drauf ein. Wie gesagt, ich will dem Spiel jetzt nicht zu viel Gewicht beigeben. Es ist, weiß ich nicht, gefühlt die 100. englische Woche in Folge für die Nationalspieler, das sieht man. Viele wirken einfach total ausgelaugt. Ja, ich weiß nicht, wie du da nochmal Kräfte mobilisieren willst für Inter. Ich bin sehr gespannt. Ja, ansonsten, also aufregen tue ich mich jetzt nicht. Ja, ich habe es glaube ich letztes Jahr schon mal gesagt, aber ich habe selten ein Spiel gegen Dortmund mit so wenig Emotionen geschaut wie heute. Ja, das muss man einfach mal sagen. Also ich weiß nicht, erste Halbzeit hat das Spiel keinerlei Emotionen zugelassen. Unsere Fans hast die ersten 10 Minuten gehört, danach hast du nur noch Dortmunder gehört. Ich weiß nicht, wie es im Stadion war, im Fernseher war es auf jeden Fall so. Zweite Halbzeit nach dem Tor für Dortmund ist das Stadion dann endlich mal aufgewacht und hat die Mannschaft mal ein bisschen nach vorne gepeitscht, ein bisschen unterstützt. Ja, keine Ahnung. Ganz komisches Spiel. Also, weiß ich auch nicht, was man da groß analysieren soll. Ja, wie gesagt, erste Halbzeit, Dortmund stand nur hinten drin, wir haben das Spiel gemacht, hatten super wenig Ideen. Trotz der wenigen Ideen haben wir Chancen gehabt, die wir mal wieder kläglich vergeben haben. Generell auch zweite Halbzeit haben wir so viele gute Chancen vergeben. Wenn ich da an Michael seiner denke, kurz vor Ende, mich an Heavy seiner denke. Also, ja, aber das ist der Konzentration geschuldet, der vielen Spiele, der Dauerspieler. Das sind alle Spieler, die dauerhaft spielen. Ich denke, Leroy Sané hat heute wieder alles gezeigt, dass man unbedingt dem Vertragsangebot vorlegen musste. Grandioses Spiel mal wieder, war richtig engagiert. Hut ab dafür. Ja. Gut, gehen wir mal in die Statistiken rein. Werfen wir da noch einen Blick drauf. Ballbesitz 62:38 für uns, Abseits 2:2, Fouls 8:5. Da mal ein Wort an den Schiri. Der Schiri war eine Frechheit uns gegenüber. Um es kurz und knapp zu sagen, Note 4 für den Schiri.
was der 3, 4 Fouls, die klare Fouls waren, einfach nicht gepfiffen hat für uns. Dann beim Schiedsrichterball in der Nachspielzeit. Ja, wir müssen uns jetzt nicht am Schiedsrichter aufhängen. Ja, der hat nicht dafür gesorgt, dass das Spiel 2-2 ausgeht. Aber wenn man 4 Minuten Nachspielzeit hat und dann kriegen die Dortmunder den Ball, irgendwo können sie schon mal 1,5 Minuten runternehmen können, obwohl sie gar nicht im Ballbesitz waren. Also, Katastrophe. Zweikampfquote 45,5 zu 54,5. Ja, das sagt viel aus über dieses Spiel. Ja. Das sagt natürlich auch aus, nehmt das Spiel nicht so ernst. Die waren schon mit dem Kopf bei Inter. Das werden wir dann am Mittwoch sehen. Schüsse aufs Tor 11-3. Schüsse insgesamt 28-11. Ecken 6-5. Angekommene Pässe 570, 294. Flanken 16-5. Also die Statistiken sprechen eine eindeutige Sprache, denke ich. Aber ja, kannst du dir nichts verkaufen. Ja. Schüsse insgesamt: Kane 6, Olisse 5, Müller 4, Torschussvorlagen, Stani 1, Müller 1. Gewonnene Zweikämpfe: Olisse 5, Müller 5, Kim 3 als Innenverteidiger. Ballkontakte 107 Kimmich. Ja, Dyer 88, Stani 84. Gut, damit gehen wir in die Benotung rein. So, Benotungsfall aufgemacht. Vinny. Ja, Vinny hat natürlich ein glückliches Händchen gehabt mit Serge. Ansonsten die Aufstellung, die aufgestellt wurde, habe ich 1:1 so erwartet. Habe ich in der Bayern-Tippspiel-App auf jeden Fall genauso getippt. War abzusehen. Wie wir gesehen haben, war es Müll. Ja. War aber auch abzusehen. Müller-Wechsel habe ich nicht gefühlt, sage ich euch ganz ehrlich. Da haben wir auch einen riesigen Bruch im Spiel gehabt. Habe ich nicht verstanden, warum man jetzt Müller in der 80. Minute dann auswechseln muss und einen King bringen muss. Ich meine, wenn du unbedingt einen King bringen willst, ja, dann nimm Michael raus, wenn du neue Impulse setzen willst. Der war am Ende gefühlt. Ja. War leicht am Humpeln, hat einen Schlag abgekriegt, hat sich dann durchgebissen. I don't know, habe ich nicht verstanden, den Wechsel. Genauso wie ich nicht verstanden habe, Pavlovic für Goretzka. Absoluter Katastrophenwechsel, ja. Aber bloß nicht den König Josua vom Platz nehmen, der heute katastrophal schlecht war, ja. Ich meine, Goretzka war auch schon nicht gut, ja. Aber Goretzka war noch um Längen besser, wie es ein Kimmich war. Aber nein, du kannst den König ja nicht auswechseln. Das wäre ja eine Farce. Also Katastrophe, ja. Minje rauszunehmen, ja, alles gut, war richtig. Da habe ich gar nichts gegen. Wie gesagt, Serge Gnabry war auch richtig, war schon einen Tacken zu spät, meiner Meinung nach. Also 2 gute, 2 schlechte Wechsel. Ja, 2:2. Keine Ahnung. Ich bin bei einer 3,5. Ey, für eine 3 war es mir einfach wieder zu. Wie gesagt, wir haben keine zweite Spielidee. Besitzen wir nicht. Ne? Und das wird gegen Inter nicht reichen. Da musst du eine zweite Spielidee haben. Das garantiere ich euch. Aber gut, soweit sind wir noch nicht. Gut. Dazu Vinny. Kommen wir zu Urbich. Ja, Urbich sah beim ersten Gegentor natürlich nicht gut aus. Fairerweise kriegt er einen Kopfball gefühlt mit 100 Stundenkilometer aus 2 Metern, der zwischen die Beine geht. Beim zweiten Gegentor, ja, stand er da, wurde angeschossen, stand also an der richtigen Stelle, hat den Ball gut pariert, hat auch eine gute Reaktion gehabt. Nachschuss konnte er natürlich nichts machen. Wirkte bei den Gegentoren auf jeden Fall ein bisschen unglücklich gefühlt. Beim zweiten, wie gesagt, konnte er nichts machen. Der wurde angeschossen, der Ball ist dann halt in die Richtung gegangen und ja, da stand halt ein Dortmunder. Erste Tor, ja, weiß ich nicht. Muss natürlich Minje verhindern. Das Tor geht zu 100% auf Minjes Kappe, keine Frage. Trotzdem sieht so ein Torwart am kurzen Eck dann nie gut aus. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Da muss man auch nichts beschönigen. Ansonsten hat er ein gutes Spiel gemacht. Ja, hat wieder die Ruhe ausgestrahlt, hat die Bälle versucht zu verteilen. Obwohl wieder da hinten Pavlovic und auch Kimmich da teilweise vogelwilde Bälle gespielt haben. Ja. Wie gesagt, weiß ich nicht, wenn du Torwart beim FC Bayern sein möchtest, so auf lange Sicht gesehen, dann musst du so einen Ball wie den ersten halten. Ja, ich denke, das steht außer Frage. Können wir ihm natürlich jetzt nicht vorwerfen, junger Torwart,
der wenig Spiele hat, muss seine Erfahrung sammeln. Ja, wie gesagt, das Tor geht nicht auf seine Kappe, das geht ganz klar auf Minjes Kappe. Aber ja, ich würde ihm heute auch wie Winnie eine 3,5 geben. Gut, dann gehen wir weiter. Stunny, Katastrophe als Linksverteidiger, als Innenverteidiger war es viel, viel besser, meiner Meinung nach. Ansonsten, wie es die Mara schon im Discord geschrieben hat, Stunny sieht aus wie ein Zombie, Alter. Der sieht aus, als hätte er eine Woche lang nicht geschlafen. Und genauso hat er gespielt. Ja. Als Linksverteidiger war das gar nichts. Hat sehr viel gehadert, mehr als Leroy Sané, das heißt schon was. Für mich Note 4, Alter. Kurz und schmerzlos. Also das war als Linksverteidiger gar nichts, nach vorne nicht. Nach hinten war es so semi. Als Innenverteidiger war es besser, ja, aber insgesamt, nee, gehe ich nicht mitten in der 3,5, Alter, ist für mich eine Note 4. Gut, dann kommen wir zu Minjay. Minjay, ja, heute Note 5, brauchen wir gar nicht beschönigen. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, gerade er, der im Luftkampf ein Monster ist. Weiß ich nicht. Also, ich meine, das ist ein Innenverteidiger da in der Stelle im Strafraum. Da musst du immer damit rechnen, dass ein Spieler von hinten kommt. Ja? Und nicht einfach weggehen. Also geh zum Ball, köpfe ihn zur Ecke und ist gut. Ja? Alles ist fein. Weiß ich nicht. Ansonsten Minjay auch nicht wirklich fit gewirkt. Ja? Ich glaube nicht, ich habe es schon im letzten Spiel gegen Inter gesagt, ich glaube nicht, dass Minjay da irgendwie nur ansatzweise beschwerdefrei gerade unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob man ihm damit gerade Gefallen tut, ihn da durchzuschleifen. Ja. Aber, ja, was haben wir schon zu sagen, wa? Gut, Eric. Ja, Eric sah dann beim zweiten Gegentor, weiß ich nicht, Guragi hat es natürlich stark gemacht, ja, Müller hat da super irritiert. Das Ding geht eigentlich auf Müllers Kappe, wenn wir ehrlich sind. Elbeck war dran am Mann, hat alles versucht, kann natürlich auch nicht mehr machen wegen Elfergefahr. Guragi hat es dann stark gemacht. Nichtsdestotrotz kriegt der Elbeck dafür eine halbe Note Abzug. Mit ein bisschen vielleicht, weiß ich nicht, mehr Wille oder sowas hätte man das vielleicht verhindern können. Von daher Elbeck eine 3,5 von meiner Seite. Ansonsten hat Elbeck ein souveränes Spiel gemacht, wie immer. Ja, war der No-Brainer. Ansonsten die Viererkette heute hat einen Trümmerhaufen. Ja, kommen wir zu dem, der die Viererkette komplett macht. Corny Leimer. Überraschenderweise hat Dortmund nicht alles über die rechte Seite gespielt, aber erste Halbzeit, wenn sie denn mal nach vorne versucht haben, irgendwas zu machen, sind sie stur über Cornys Seite gegangen. Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll, ja. Ich sehe Conny heute insgesamt bei einer 3,5. Wenn ich nur die Defensivleistung als Verteidiger hinten bewerte, will ich eine 4,5 geben. Wie da die Dortmunder 2-3 Mal über die Seite gekommen sind. Obwohl Maike schon mit nach hinten gemacht hat, was ging. Weiß ich nicht. Ich meine, es war mal, in der ersten Halbzeit hatten wir sogar mal 2-3 Minuten, wo Kimmich mal Rechtsverteidiger war, weil Conny Leimer irgendwo vorne auf einer Halbposition war. Ist klar, dadurch fehlt natürlich dann einer in der Zentrale und so weiter. Wir brauchen das nicht wieder aufmachen, ja. Wenn die Leute nicht auf ihren Positionen sind, dann wird es schwierig. Ja? Und Positionstreue war heute sehr, teilweise bei einigen Spielern sehr wenig vorhanden. Ansonsten, ja, fand ich es okay, erste Halbzeit von Conny. Ja, hat geackert, hat gerackert, hat sich reingehauen. Zweite Halbzeit, I don't know, weiß ich nicht. War Conny noch auf dem Feld? Ja, ich weiß, dass er irgendwann auf dem Feld war. Ich habe ihn dann nochmal wahrgenommen. Aber Teil dieser Mannschaft, Teil dieses Spiels war er gefühlt nicht mehr. Ja. Ist jetzt nicht negativ aufgefallen, aber auch nicht positiv irgendwie. Ich revidiere mal eine 3,5 und mache eine 4 raus. Gut, dann kommen wir zu Leon. Ja, Leon war der einzige Spieler, der in der Defensive neben Eric Dyer Normalform hatte und der auch als einziger mal ein bisschen aus sich rausgegangen ist, um mal ein bisschen
Ey, Leon, ohne Scheiß, Leon hat Angst vor Josh. Das ist mein Take. Ja. Ey, ich gucke mir die Scheiße jetzt über so viele Jahre an. Ich finde es immer wieder lächerlich, war heute wieder 2, 3 Mal der Fall. Der Goretzka nimmt den Ball, weil er hinten ist. Ja? Oder weil er ihn sogar erobert hat, weil er in Defensive heute 2, 3 Mal wirklich zur Stelle war und schwierige, wichtige Zweikämpfe gewonnen hat. Dann zieht er einen Sprint an, über 25 Meter, ja, in bester Lucio-Manier, um dann an der Mittellinie oder 10 Meter dahinter stehen zu bleiben. Ach, scheiße, da ist der Kimmich. Bumm, stehen bleiben und ich spiele einen Ball über 2,5 Meter zu Josh rüber. Und was macht der? Ja, natürlich spiele ich den Ball erstmal schön wieder nach hinten rein. Ja, zum Kotzen. Ich weiß es nicht. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass ein Josh heute ausgewechselt wird und ein Leon drauf bleibt. Leon war heute der stärkere zentrale Mittelfeldspieler, war er teilweise schon gegen Inter. Und ein Leon ist völlig gehemmt, wenn Kimmich da neben ihm spielt. Ich weiß nicht warum, ja, weil Kimmich eigentlich der defensivere Part ist. Keine Ahnung. Vielleicht ist die Absprache so, ich darf nicht vor Kimmich laufen oder was, wo das ja teilweise sonst in der ersten Halbzeit auch der Fall war. Aber da ist ein Leon halt völlig ideenlos, wenn er da vorne am 16er bei einem Gegner steht, was soll er machen? Ja, das ist halt auch nicht das, was er spielen kann. Leon hat einen sehr, sehr guten defensiven Part heute gespielt. War ein paar Mal da, wo es wirklich gebrannt hat und gebrannt hat und wo es wichtig war. Ja, und hat sich dann auch gefeiert, hat mal Emotionen gezeigt, hat mal aufgerüttelt. Ja, und von Josh wieder so, ja, ich bin eigentlich, weiß ich nicht, bin hier auf dem Platz, aber nee, ich habe keine Binde oben, hat der Thomas. Nee, da bin ich nicht da. Ne? Da zeige ich mich nicht. Katastrophe. Also, Leon für mich, ja, ich wäre eigentlich bei einer 2,75. Ich gucke mal hin, was ich jetzt aktuell rausgehauen habe. Ja, ich gebe erstmal eine 3, vielleicht gehen wir gleich auf 2,5 hoch, wenn ich irgendwo noch was anders bewerte. Mal gucken. Gut, das zu Leon. Kommen wir jetzt zum König. Ja, der König ist für mich eine 4,5 heute. Ich habe es gerade schon angerissen. Kimmich war heute nicht zu sehen. Erste Halbzeit ist er völlig untergetaucht. Zweite Halbzeit war es dann einen Tacken besser, weil er ab und wann mal einen langen Ball auf Michael gespielt hat oder mal auf die andere Seite. Aber ansonsten haben wir heute wieder ganz viel Querpass-Toni gesehen und viel Rückpass-Toni. Ecken waren alle Schrott. War nicht eine Sache mal gefährlich. Ja, Kimmich ist abgetaucht. Man hat so das Gefühl, seitdem Kimmich den Vertrag unterschrieben hat, ich gucke hier gerade, Note 4, 3, 3,5, 4,5, 4,5. Das sind Kimmichs Noten, nachdem er den Vertrag unterschrieben hat. Grandios. Aber ist ja auch kein Wunder, ist ja auch der beste Bro vom Serge. Ja, da kann man mal den gleichen Move bringen. Also das Kimmich, ausgerechnet Kimmich, der wirklich eine starke Saison bisher gespielt hat und super wichtig für diese Mannschaft ist, weil man ja voll auf Kimmich gebaut hat und dafür ein paar Linien geopfert hat, sucht er sich den richtigen Zeitpunkt aus, um richtig tief abzutauchen. Grandios. Ja. Das ist ein zukünftiger Bayern-Kapitän und Führungsspieler, wie wir ihn brauchen. Sollte sich schämen, Alter. Ja. Es kann sehr gut daran liegen, dass ein Kimmich jedes Spiel spielt. Ja. Verstehe ich. Alter, dann geh doch mal freiwillig raus. Oder sag mal zum Trainer, ich kann gerade nicht das leisten, was ich leisten muss. Ja. Aber nein, das passiert ja nicht. Er war heute klar, für jeden ersichtlich, der ein bisschen Ahnung von Fußball hat oder der behauptet, ein bisschen Ahnung von Fußball zu haben, mindestens eine Note schlechter wie Leon. Mindestens. Ja. Bei mir sind es sogar 1,5. Und trotzdem wird ein Goretzka ausgewechselt und nicht ein Kimmich. Und das, obwohl Goretzka noch der Defensivstärkere war. Kimmich war ja nicht zugegen. Er ist ja nur hinterhergelaufen wieder. Habt ihr mal das Zweikampfverhalten gesehen von Josh? Das war nicht vorhanden, Alter. Das war wieder der Josh, auch schon gegen Inter. Das war wieder der Thomas Tuchel Josh. Ja, grandios. Katastrophe. Kommen wir zur nächsten Katastrophe. Geht ja gleich Schlag auf Schlag. Grandios. Da ist er. Leroy Sané, der das Vertragsangebot vorliegen hat.
was wahrscheinlich roundabout, ich tippe mal, grob zwischen 13 und 17 Mille sich einpendeln wird. Ne? Musste unbedingt verlängern, weil ist ein super wichtiger Spieler. Ne? Der Lothar auch gesagt, super wichtig. Also der Leroy ist super wichtig für diese Mannschaft. Ne? Super wichtig. Ne? Super wichtig ist der. Ja, der war genauso wichtig, wie er gegen Inter Mailand war, weil das war fast 1:1 Kopie. Außer, dass er heute nicht am gegnerischen 16er entlang gelaufen ist und nie den Schuss genommen hat oder den Ball irgendwo hingespielt hat. Nee, er hat gar nichts gemacht. Kein 1:1, kein nix. Wenn er den Ball gekriegt hat, hat er dann quer gespielt, hat er nach hinten gespielt. Das war Leroy heute. Ne? 4,5 von meiner Seite. Und ich glaube, damit ist er noch gut bedient. Man könnte auch nur 5 geben, denke ich. Aber ich denke mir, komm, für die ganzen Leroy-Liebhaber eine halbe Note besser. Ja? Aber dann sind wir auch so ehrlich und dann geben wir den Leon auch die halbe Note besser und dann kriegt er eine 2,5. So ein Ding nehme ich. Ja, brauchst du nicht aufstellen gegen Inter Mailand. Sorry. Wenn dieselbe Startelf gegen Inter Mailand aufläuft, ja, Feierabend. Brauchst du gar nicht auflaufen. So, bevor wir noch zu 2 Lichtblicken in dieser Mannschaft kommen, nehmen wir erstmal den nächsten, der katastrophal war. Harry Kane. Ich hätte eine These, woran das liegt. Ich denke, der eine oder andere von euch wird diese These auch haben. Ja? Für mich war es heute eine Note 4. War ein Tacken besser wie Leroy, weil er zumindest Torschüsse gefunden hat. Ich musste Leroy eine 5 geben, Alter. Das geht nicht anders. Der kann ja nicht nur eine halbe Note schlechter sein, wie es Harry Kane war. Beim Leon lassen wir trotzdem die 2,5. Harry ein Schatten seiner selbst, Alter. Ja? Super langsam. Es gab mal eine Szene, da war Leroy sogar mal gut. Das war erste Halbzeit. Da konnte Leroy aber nichts für. Da konnte er nichts machen. Ne? Es war niemand vorne. Er musste auf den Ball treten. Bis mal ein Harry Kane da angetrabt kam. Ja? Also Harry Kane war heute wieder super oft nicht in der Position, wo er sein muss. Ja? Ist natürlich einfach auch der Belastung geschuldet. Ja? Und der ist halt keine 29 oder keine 25 und kann 35 km/h laufen. Das kann er nicht. Ja? Aber heute vorne, ja, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Und warum hat er die Scheiße am Fuß? Weil er einfach mal eine Pause bräuchte. Ja? Der bräuchte einfach mal eine Pause. Genauso wie Kimmich. Ja, das sind Spieler, die spielen jedes Spiel 90 Minutes. Jedes Spiel. Ja? Und wir spielen alle 3 Tage. So, die hätten einfach mal eine Pause gebraucht. Gut. Harry Kane 4. Ja, dann kommen wir zu den beiden, die wenigstens Lichtblicke waren. Das war einmal Thomas Müller. Mit Abstand der auffälligste Spieler in der Offensive. Ja. Von daher für mich eine klare 2 heute. Was heute auch ganz gut gepasst hat, war, wie er Harry Kane in Szene gesetzt hat, 2-3 Mal. Ja, das hatte schon so ein bisschen Levi-Vibes. Müller war super umtriebig, war mittig, war Halbposition, war rechts außen, war überall. Alles hatte Hand und Fuß heute. Abgesehen von der Szene im eigenen 16-Meter-Raum, ja, vom zweiten Tor. Das musste, ja, aber er ist ein Offensivspieler. Ja. Gut, er hat natürlich gefühlt 100 Jahre Erfahrung. Weiß ich nicht. Hat er auf jeden Fall eine Teilschuld dran. Trotzdem, wenn wir mal die Spiele gesehen haben, das war heute sehr gut von Müller. Für mich Note 2. Gut, damit kommen wir zu Michael. Michael stand ein bisschen im Schatten von Thomas heute. Wenn aber mal irgendwas ging, wieder wie gewohnt, ging es meistens über die rechte Seite, zumindest solange wie Leroy auf dem Feld war. Und wenn, dann hat er es eingeleitet. Auch da hat er mal versucht, diesen Steckpass, den er öfter auf Musiala spielt, hat er heute mal auf Harry Kane gespielt, der dafür viel zu langsam war. Hat den auf Conny Leimer gespielt, der es auch nicht richtig verarbeiten konnte. Wir hatten zwischenzeitlich mal 1, 2 schnelle Kombinationen. Ja, da war auch ein Thomas Müller dabei. Thomas Müller heute generell der ein bisschen spielerischen Anteil reingebracht hat. Das hat mir ganz gut gefallen mit Michael. Ja, Michael hat heute auch, hat man gemerkt, so der letzte Touch gefehlt, so die letzte
auch die Chance dann kurz vor Ende, was war das, 89. oder was, ja. Ich glaube, wäre es vom Kopf her und von der Physis her ein fitter Michael gewesen, hätte er den auf jeden Fall aufs Tor gebracht oder hätte ihn nochmal angenommen und hätte ihn dann einfach ins lange Eck geschoben, weil die Zeit hätte er auch gehabt. Ja. So war es für mich Note 3, eine gute 3. Ja. Gut, damit kommen wir zu den Einwechselspielern. Da haben wir einmal Guerrero. Ja, Guerrero war in der Defensive nicht gefordert zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ja, dass er das kann, was er da gemacht hat, dass er einen Ball spielen kann, das steht ja außer Frage. Dass er, wenn er über die Halbposition kommt, stark ist und da dann im 16er ist und da auch die Ruhe hat und den Überblick hat, um das Ding dann da einzuschieben. Ja, das war gut. Ja, da gibt es nichts zu sagen. Defensive zu beurteilen, ja, ist da ein bisschen schwer, war nicht wirklich mehr gefordert. Ja, ein, zwei Dinger, die dann, es ging ein Ding noch über die Seite. Aber da war nicht so viel, dass man das jetzt irgendwie fair beurteilen könnte. Ja, von daher, aufgrund seines Tores, ach komm, sind wir gnädig heute. Machen wir eine 2,5 auch, komm. Hat er ein Tor gemacht. Sind wir mal so drauf. Gut, kommen wir zu Serge. Halbe Stunde gespielt, passt genau rein, kann er benotet werden, ist eine klare 2. Hat stark vorbereitet oder eingeleitet, ja. Der hat nach, was waren das, 30 Sekunden auf dem Feld mehr Impact gehabt als Leroy Sané vorher 63 Minuten lang. So. Ey, jeder hat doch die Leistung gesehen von Sané. Ich verstehe es nicht, dass der nochmal aus der Kabine kommt. Wir müssen endlich mal wegkommen davon. Man muss aber bis zur 60. oder 70. Minute warten. Nee, musst du nicht. Wenn du eine scheiß Halbzeit spielst, Alter, raus. Tschüss. Fertig. Ja? Wo ist das Problem, Alter, wenn du so viele Spieler da vorne hast? Verstehe ich nicht. Werde ich nie verstehen. Ja, vielleicht hätte ich den Serge auch mal fairerweise einblenden sollen, aber ich habe ja eh wieder mehr über Sané gemeckert. Also nochmal Serge, super erste Szene. Das war ähnlich wie gegen Inter. Hat er auch so eine Szene gehabt. Ja, und das Tor hat er natürlich stark gemacht. Ja. Auch wenn Dortmund da ihn natürlich einfach durchlaufen lässt. Aber er hat es gemacht. Ja. Eiskalt gewesen, reingeschoben, bums, fertig. Ja. Deckel drauf. Also, für mich gehört Serge in die Startelf gegen Inter. Ja, wenn du ansatzweise irgendwas reißen willst, gehört er in die Startelf. So, fertig. Ja, muss sich Sané hinten anstellen. Aber wird nicht passieren. Ne, garantiere ich euch. So, dann haben wir noch Pavlovic, den können wir auch noch benoten. Der kam auch eine Minute oder zur gleichen Minute in der 64. für Goretzka, habe ich schon gesagt. Absolute Frechheit dieser Wechsel. Ja, du hättest den Josh rausnehmen müssen. Pavlovic war eine Katastrophe. Sorry. Ja, ihr wisst alle, ich mag einen Pavlovic, ich halte viel von Pavlovic. Ihn da heute reinzuwerfen, ja, wenn du meinst, du musst das machen, ja, musst du dich über die gezeigte Leistung nicht wundern. Das ist für mich eine Note 5, Alter. Ohne Wenn und Aber. Ja. Hinten im eigenen 16 Meter einen Ball vertändelt, ja, in den Dortmunder in den Beinen gespielt. Im Mittelfeld, Zweikampf war nicht vorhanden. Ja, gar keine Chance. Das sah aus wie ein A-Jugendlicher im Profibereich heute. Ja, natürlich hat er vorne, wenn er den Ball dann gekriegt hat, ist er da natürlich viel, viel interessanter wie so ein Leon Goretzka. Keine Frage, ja, weil er viel, viel mehr Technik hat und auch mal eine Lücke sieht und sowas. Aber alles andere war heute eine Katastrophe. Ja, sorry. Sorry, Pavlo. Aber da fehlt gerade eine ganze, ganze Menge, Alter. Gut, dann kommen wir noch zu Kingsley Coman, der keinerlei Einfluss auf dieses Spiel mehr hatte für mich. Weiß ich nicht. Ja, ein bisschen Spielpraxis geben, was weiß ich, was da der Gedanke war. Aber nochmal, da einen Thomas Müller rauszunehmen, habe ich nicht gefühlt. Thomas Müller war der Aktivposten. Thomas Müller hat viel für diese Mannschaft eingeleitet, gemacht, getan. Eine absolute Farce, Thomas Müller da auszuwechseln. 10 Minuten vor Ende. Ja. Weil mit Thomas Müller wären vielleicht nochmal 1, 2 Chancen gedroppt, dass wir das hätten nochmal umdrehen können. Meiner Meinung nach. Ja. Habe ich nicht verstanden.
Wie gesagt, hättest du einen neuen Impuls gerne geben wollen, ja, nimmst du Michael raus. Ja, oder nimm Happy raus. Happy war eine Farce. Ja, und stellen Thomas Müller einen nach vorne oder stellen Gnabry vorne rein. Er hätte doch einen guten Tag gehabt. Ja, warum denn nicht? Ja, dann kannst du den King auch noch immer noch bringen. Also. Aber da haben wir wieder nicht die Eier für. Ja? Das wäre ja Majestätsbeleidigung. Da wird ja dann eine Frage auf den PK kommen. Warum haben sie den Kimmich ausgewechselt? Warum haben sie den Harry Kane ausgewechselt? Ja, weil sie einfach keine Leistung gebracht haben. Punkt. Katastrophe. Ja, wie gesagt, das Spiel haben wir selber aus der Hand gegeben. Das haben wir selber verschenkt. Die Punkteteilung war völlig unnötig. Ja. Wir haben die Dortmunder zurück ins Spiel gebracht. Aufgrund der ersten Halbzeit, da musst du halt einfach 1, 2 Hütten machen. So. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und dann wäre der Bums anders ausgesehen. Du hast das richtig gemerkt bei Dortmund. Ja, du hast richtig gemerkt, genauso wie ich es vor dem Spiel gesagt habe. Die wissen selber nicht, woran sie sind nach so einer 14-0-Klatsche. Und hättest du den schnell 1, 2 eingeschenkt, dann wären die auseinandergefallen. Ja. Und dann hast du gemerkt, mit dem 0:0 in der Pause, aus der Pause raus, hast du gemerkt, ja, wir können's noch. Da war der Glaube wieder da. Ja. Und dann gehen die noch 1:0 in Führung. Und dann war der Glaube natürlich richtig da. Aber dann hast du halt auch gemerkt, die kriegen ein Tor, ja, was wir dann gemacht haben. Und dann das Tor von Gnabry. Was war das, Alter? Ja, was war das? Ja, da sind die gleich wieder, weiß ich nicht. Ja, das ist genau, da hast du das gemerkt, die waren super verunsichert. Ja, dann gab es natürlich ein paar Wechsel, die den Dortmund ganz gut getan haben. Und dann natürlich dieses Tor, was wir da gefangen haben. Ja. Und ab der 75. war es dann offenes Visier von beiden Seiten. Ja, so ehrlich muss man sein. Dortmund hätte noch einen machen können durch die Chance mit Groß. Wir hätten noch einen machen können durch die Chancen von Heavy, von Michael. Ja, also es ist nicht so, dass die Mannschaften nicht gewollt haben. Ich glaube, heute einfach konnten die Mannschaften nicht mehr. Sie konnten einfach nicht. Ja. Wir hatten vielleicht schon ein bisschen mehr Inter Mailand noch im Hinterkopf. Ja, definitiv. Aber du hast gesehen, das sind beides Mannschaften, die am absoluten Limit laufen. Ja. Das hast du gesehen. Und dann siehst du so ein Spiel halt. Ne? Ja. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Restwochenende, habt einen schönen Sonntag. Montag 18 Uhr, quatschen wir ein bisschen im Stream über das Spiel noch ein bisschen und werfen dann mal einen kleinen Blick voraus auf die Champions League. Ich habe das ja jetzt teilweise hier schon getan. Da muss auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich bleibe dabei. Kimmich muss raus aus der Zentrale gegen Inter. Sorry. So wie Leon heute gespielt hat, wenn du das ein Palenia nicht zutraust, alles gut, lassen Leon als Sechser da auflaufen. Er hat das wirklich gut gemacht heute, den defensiven Part. Ja. Und stellen Conny Leimer auf die 8. Ich denke, Pavlo haben wir heute gesehen, ist lange nicht so weit. Und stellen Kimmich als Rechtsverteidiger auf. Ich denke, dann bist du besser aufgestellt, als wie mit Kimmich da in der Mitte. Ja, aber gut, sprechen wir im Stream drüber, Montag 18 Uhr live auf Twitch, Leute. Haut rein, bis dann, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.